von nichts sagen. Du so schwammt die einfach. Und ich habe den Verstand lösen die Kilometer wie offen. Du so irgendwo, du hast eine kleine 5 Meter Rinde Korpsel, wo der aneinander und du so bist, du wohnen 4 Menschen, für 10 Jahre. Und der schwamm da so weit und merkt von nichts. Und der sagt, es ist wie schwamm hier so weit auf eine Merkt von nichts. Und wie kicken rauf nur Jünd. Und weil die wird die schwamm auch so eine Merkt von nichts. Der sagt, wie in je, wir sind Krieg über rein. Einmal denkt einer so, wenn einer durch die Welt ist, hier ist alles so sicher. Aber der sagt, wenn ich Jünd von hier bekicken da, die sind auch bloß eine Merkt von nichts. Die sind so ein kleiner Erdball, wo da ein Pantal ja ganz zu sein geht. Und mir wird das sehr interessant, denn der sagt, wenn er hier von weit auf ist, dort sind einfach so Schmack, so ist den Menschen durch, ab diesen Erdball wohnen kann. Du hast Fried, dort sind nur Fried. Aber wenn er hier ist, du hast einmal so viel Streit und so viel Krieg in den dort Jahren. Ich dachte bloß, ich will das einmal ein bisschen mitteilen. Mir wird das sehr interessant. Und heute wünscht uns eine Frau ausdrehen, so dass wir von der, was er das sieht. Wir wollen von der uns ein Thema bekennen von Adam 1 und Adam 2. Die Bibel redet vielmals von Adam 1 und Adam 2. Und ich will das erste, weil ich ganz mal ein paar Verse lesen, in Römer Kapitel 4, Vers 12 bis 17. Da sage ich, dort ist der. Du weinst so, als durch einen Mensch der Sinn in die Welt gekommen ist, durch den Sinn der Tod, so ist der Tod durchgekommen auf alle Menschen, weil sie alle gesündigt haben. Weil der Sinn wie eine Welt, was dort gesagt, aber der Sinn wird durch nicht zugerechnet, wo kein Gesetz ist. Danach herrscht der Tod über Adam, was Moses, auch über die nicht mit derselben Übertretung gesündigt haben als Adam. Die ein Bild von den Todkämpfen ist. So, hier war wie ein kleines bisschen brechen. Das sagt, der Sinn der herrscht über all die, was du nur Adam kommst, das über uns. In einer Rede von, wo du nicht dieselbe Übertretung gemerkt hast, als was Adam. Das wir haben nicht unbedingt von den Apfel aufgebeten, aber wir haben alle gesündigt. Dann sagt er hier, der ein Bild von den Todkämpfen Adam ist, oder von den Todkämpfen ist. Und dann sagt er, aber dort verhält sich mit der Übertretung nicht so aus mit der Judengut, weil es wenn durch einen seine Übertretung viele gestorben sind, so ist viel mehr Gott seine Genut in das Genudengeschenk von einem Mensch, Jesus Christus, viele reichlich total geworden. Und der Gut ist nicht so aus durch den einen, der gesündigt hat, weil es das Urteil wird von dem einen Tod der Verdammnis, aber der Genudengut wird von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Weil es wenn durch den einen seine Übertretung der Tod durch den einem geherrscht hat, viel mehr waren die durch den Überfluss von Genut und der Gut von der Gerechtigkeit kriegen, am Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir für diesen besonderen Tag, wo wir von dir feiern können, wo Jesus Christus frisch zum Leben gekommen ist, wo wir daran denken können und wo wir dort sein können, dort du siehst, dass es Gott wird mein Sehen betont hat. Der Preis ist groß genug und ich habe den Menschen ihre Sünden vergeben. Ich danke dir für den großen Preis, was Jesus um Kreuz tun hat. Und ich bete dir, dass du uns von dir segnen mit deinem Wort, dass dein Geist wird uns Sachen offenbaren. Wir wollen Dinge sein, was uns wollen, wo wir wollen am Geist von dir verstehen. Ich danke dir für dein wunderbares Wort. Amen. Wir wollen von dir ein bisschen gucken von Adam 1 und Adam 2. Und ich glaube, viele von uns wollen ein bisschen von der Bibel verstehen und weiten. Wir wollen auch weiten, wer Adam 2 ist. Und wenn wir noch nicht weiten, wir wollen dort meist kurz, wo wir das sein. So, zum Erstens will ich mal ein Bild wiesen. Und dann wollen wir uns ein Vers durchlesen. Und dort sage ich habe das Bild mal nachdachen.
Adam und Jesus. Das nächste vielleicht mal. Das nächste Bild. Ein Wiedertauchen. Bloß ein Wiedertauchen, das soll dann all gehen. Du. So, Adam 1, du sei wie an 1. Mose 2, Vers 7, weil wir uns den Vers mal lesen, und von der würde mich sehr freuen, wenn die die Bibel mit haben. Wir wollen nicht die Bibelvers lesen, sondern ich will von der mal was anderes. Ich will mal sagen, wer alle nach seiner Bibel mit hat. So, das sind alle wie ChatGPT-Bibeln oder whatever, wie immer das genannt wird. So, 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Und die können diese Vers anteinen, wenn es ein sehr besonderer Vers wird, wie von der lesen wird. Dort sagt es das. Und Gott der Herr formt einen Mensch von ihr und püst den lebenden Udum, an dem seine Nesen an. Und er wird ein lebender Mensch. So, was sagen wir hier? Adam, der wird Glück von Gott gemerkt. Ja, so Gott, der formt einen Mensch und dann ja für seinen Jes an Adam nennt. So, da wird hier sein, dass er püst den lebenden Udum, an dem seine Nesen an. Dort Udum hier, dort Wut hier, dort ist in Wirklichkeit dieselbe Übersetzung aus Jes. So, wir können das so lesen, dort Gott mögt formt ein Mensch von ihr und dann ja für seinen Jes an am nennt. So, Adam, der hat wirklich von Gott gemerkt und er hat den Jes, was am Leben da. Adam 2. Nu wollen wir mal checken, was Adam 2 sagt. Das nächste Bild. Du sei wie dort Jesus als Adam 2 und er wird auch Glück von Gott gemerkt, von Gott geboren. So, Lukas Kapitel 1, Vers 35. Der Engel sagt, der Heilige Geist wird über die kommen, in den Allerhöchsten seine Kraft wird aus ein Schatten über die kommen. Du wegen wird der Heilige, der von dir geboren worden soll, Gott sein Sehen genannt worden. So, Regina, der hat für Sendung, da wir ein Video merken mit und da wir mir sehr interessant, was sie da erklären. Sie redet gleich über Ostern, über die Auferstehung. Und sie erklärt ein bisschen, warum wir alle, was wir von Adam aufstehen, warum wir den Sinn an uns wohnen haben. Und dort ist, wenn ein Kind geboren wird, der nimmt die Erbschaft von den Vater. So, dort, wo der Charakter ist, dort, wo an uns wohnt, so ist zum Beispiel meine Tochter, die hat traurig zu sein, aber da hat mein Sintel jetzt Fleisch, hat sie geerbt. Dort, wo an mir der Sinn, wo an mir wohnt, dort hat sie einfach geerbt. Ich habe dort geerbt von meinem Vater. Und so sind wir alle, und dort getreibt Adam. So Adam seine Kinder, der erben dort einfach von Adam aus Vater. Von der Mitte Ohrwieser wird nicht. Und du wirst als Jesus nicht von einem irdischen Vater geboren. Du wirst durch Gott Jesus einfach so dort geboren und dass Josef nicht wird sein Vater sein. So Jesus, der kriegt nicht diesen irdischen, fleischlichen, sinnlichen Körper. Jesus hat einen himmlischen Körper, einen perfekten Körper, sondern was da unten sind wir. So er kriegt die Erbschaft von seinem Vater im Himmel. Und das, was wir hier sein, das wird mir bloß wichtig, aber Jesus ist Glück von Gott geboren. Und nu wollen wir ein bisschen gucken, was passiert mit Adam 1 und mit Jesus. Oder mit Adam 1 und mit Adam 2. Das nächste Bild, du sei wie in 1. Mose Kapitel 1, Vers 28. Wir wollen von der Eigel hören und 3 ab dem Dol gehen. Du sagst jetzt so, Gott sehen, 1. Mose 1, Vers 28, Gott sehen dich und seht, möcht ihr Kinder haben und jünt über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren. Die sollen Macht haben über die Fisch am Meer, über die Vögel an der Luft und über alles, was auf der Erde lebt. So, wir sehen dort Gott, der gibt Adam die Vollmacht über diese Welt. Okay? Weil wir dort an denken. Adam
en Eifer aus der auf dieser Welt lebenden, der hodende Vollmacht, der Autorität, tam donen, was sie wollen. Mit dort, was Gott ihnen gegeben hat. Also mit der Schöpfung. Die können korrekt dort donen, was sie wollen. Die können mit den Tieren donen, was sie wollen. Und die können alles so hantieren und so mit arbeiten, mit umgehen, was sie wollen. Und sie werden dafür angestellt. Was passiert? Adam, der Jäuf, so tun, all diese Vollmacht. Dadurch, dass er sich, dass er am Dollar gehorchen deit aus Gott. Dass er anging für den Sinn, was so tun am Wiesen deit. Dadurch dort Jäuf Adam diese Autorität aller war. Wo weit wir dann? Weil wir mal lesen in Lukas Kapitel 4, Vers 5 bis 6. Sehr interessant. Dan nahm der beizer Feind Arm ab einen hohen Beuchnab und leid Arm an einen Augenblick alle Königs rechts an der Welt seinen und sehte Arm. Der war ich die alle mit Macht und Herrlichkeit taubgeben, weil die sind mir gegeben worden und ich kann dem geben, wem ich will. Naja, viele wollen sagen, so tun es ein Lehner. Das ist auch so. Und der deit hier an diesem Vers legen. Aber ich glaube nicht, dass er lehen, dass dummet, dass er sagt, mir ist das alle gegeben worden. Er dummet lehen und sagt, der war ich die geben, wenn du mich was anbeten. Dort, wo so tun hier an diesem Vers legen. Wenn wir sagen, Meier stehen, ob Jesus seine Versicherungen von der Wort so tun am Verstellen, wo er Port lehen und Port Wahrheit reden. So ist zum Beispiel, wenn der Arm wenn er wurde von der Spatz vom Tempel drauf geschmissen worden, dort wurde keine Knerkes brechen, dort ist in der Bibel geschrieben. Bloß dort wenig gemeint oder ab dieser Stadt passieren wird. Dort soll Kreuz passieren. Jesus war keine Knerkes gebrochen Kreuz. Gewöhnlich, der wurde sterben, die wurden immer nach Pferde vom Kreuz raufgenommen worden, die Knerkes gebrochen, haben seines die wirklich gestorben wären. Oder, wenn sie noch nicht wären und du lang genug gehangen hatten, dass sie dann sterben. Das ist ein bisschen jammerlich, darüber nachzudenken. Aber Jesus, das sagt die Bibel, den war keine Knerkes gebrochen. So sei wie wir so tun, einmal dort, was wirklich passieren soll, dort ein bisschen verdrehen und dann mulde Jesus dort ein bisschen Schmack erfährt. So, Jesus will haben, so tun, der soll Jesus soll vom Tempel raufspringen und du soll diese Prophezeiung passieren, dort wurden keine Knerkes gebrochen worden, und es steht Kreuz. Und so ist es auch mit dieser Sache. So tun sage ich, die all diese kann ich mit alle Vollmacht geben, wenn es mir erst die gegeben worden, und ich kann dann die geben, was ich will. So, Jesus so tun der Sache hier in der Port eine Lie, in der Port eine Wahrheit. Und dann sei wie Wort Adam 2 deut. Jesus den Namen so tun der Schöpfung 3. Weil wir mal einen Vers lesen, in Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 19. Du sagst das so, und Jesus kam, reden mit ihr und sagt, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Dann gut nu han und merk alle Falter zu jene und döpt ihr an den Namen von dem Vater, von dem Sohn und von dem Heiligen Geist. So Jesus, den Tid, wo er am Grab lag, wie er du nicht bloß still in dein Nösch, sondern er ging durch, wo so tun wir ab so tun sie Fleck und durch, nun bei so tun, dort war er drei, dort war, wo er sich gestohlen hat. Jesus ging du so ab so tun sie steht, dass du wo so tun tüßig wir. Jesus der redet auf eine Stadt von, wenn irgendwer will irgendein Haus bestehlen, dann würde ihr den Eigentümer du so bang, forcebang und dann würde ich dort Haus bestehlen. Und so das wird Jesus deut. Jesus der ging du wo so tun sie Haus wir, er baut am und dann nimmt er am alles weg, was er gestohlen hat. Nimmt er alles drei. Und das Vers ist noch viel deutlicher. Ich sage Jesus, mir ist das nicht alle gegeben worden. Und so, was Jesus hier so in Wirklichkeit tät, ist, check dir mal, ich habe das nicht drei genommen.
Erst am Garten Eden, dann gab ich den Menschen dann. Und der hat dort weggegeben. Aber nu habe ich dort hier war. Und weil je wat, nu lade ich kind war an, nimmt dort war von mir. Wenn sie sagen, hier, dann gut nu haben, und merkt alle Feld ja Lehrlinge. An andere wird sagt Jesus, check mal, ich habe dort hier, kommt nur mir, nehmt dort von mir, nehmt die Autorität, was abgehend. Und dort war das selbe, was ich Adam all angeordnet hat. Die Welt, die Vollmacht auszuüben. Die Welt zu regieren, die Autorität über die Welt auszuüben. So, das ist, was Jesus uns von der einladen will. Wie soll noch mehr? Adam 1 braucht den jährlichen Tod. Weil wir mal lesen in Römer Kapitel 4, Vers 12. So als durch einen Mensch der Sinn an die Welt angekommen, und durch den Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreut, weil sie alle sündigten. So, Adam, der braucht den jährlichen Tod. So, wenn es Adam gesündigt hat, dann sind alle Menschen mit angekommen. Und durch dort als alle Menschen sind so haben sie gesündigt. Ich glaube, ich habe mir hier einen falsch abgeschrieben. Oh, Fußchen, tut mir leid. Habt ihr irgendwie Römer 4, Vers 13? Die warst du, glaube ich, haben, die wirst du dort nachlesen. So, und Jesus, der braucht dort Leben. So als durch einen Mensch, der Tod an dieser Welt entkam, so hat Jesus dort Leben über allem gebracht. Römer 4, Vers 13. Weil der Sinn wir eine Welt, was dort gesagt, aber der Sinn wird du nicht zugerechnet, wo kein Gesetz ist. So, ich kann Sie ein klein bisschen durcheinander, tut mir leid. Aber was ich hier sagen will, ist, Jesus, der braucht das jährliche Leben, was der nächste Fall sein wird. Wir gehen wieder. Ungehorsam. Adam 1, der braucht Ungehorsam. 1. Mose Kapitel 3, Vers 6. Dort sagt so, in der Früh sagt, dass die Frucht gut leid und dass die gut zu eten wir. Und dass die einem können Wort Verständnis geben. Dann nehmen sie von der Frucht und eut und jäuf ihre Mann auch in die eut. So, Adam, der wusste, dass der Ungehorsam wir. Gott hat auch ganz klar gesagt. Aber Adam entscheidet sich, Ungehorsam zu sein. Gott gegenüber Ungehorsam zu sein. Wo einfach wir dort, Adam, der soll überhaupt nicht die Früh abpassen, würden wir die Früh da allein. Wenn es Adam, der wir weit auf unerzwingen, der passt gleich, der wird gleich taub. So, die Früh, die jetzt allein diese Batte steht, wo die Versicherung wir. Und Adam bestimmt wüsste dort, aber Adam will nicht durch. Und dann bringt einfach die Früh, bringt einfach den Apfel nur Adam und der Art auch. Der wisst, was du willst. Der hat sollt erst tun für die Früh. Der hat sollt erst tun für Eifer. Und ich sage dir, ich weiß nicht, was das stimmt, aber ich sage, wenn bloß Eifer jeden hat und nicht Adam, ich glaube, dann würde nichts passiert sein. Dann würde keiner sterben. Wenn es irgendwas würde Gott kann tun, dort Adam würde vielleicht noch okay, aber dann wird nicht von der getauscht und so. Aber Adam, der sündig, und dort wurde der wirkliche Sinn noch wieder an der Welt ankommen. Aber was hat Jesus? Philipper Kapitel 2, Vers 8. In seine Gestalt als Mensch befangen, demutig heisig, selbst und ward gehorsam, bat Tod. Ja, bat Tod umkreuz. Jesus, der hat auch Lebenszeit, dass er Gelegenheit, Gehorsam zu sein. Aber nee, er hält ut. Und er lehrt Gehorsam, sagt das hier so. Meine Frau, als wenn er hier sagt, er lehrt Gehorsam. Manchmal denkt wie dort Gehorsam lehren, dort erst durch ein Gehorsam sein. Okay, nu habe ich sein Gehorsam gewesen, nu habe ich das gelehrt. Nee, das ist nicht, was das hier sein wird. Wenn es sagt in der Bibel, dass Jesus hat niemals Gehorsam gewesen, sondern er lehrt Gehorsam. Was will das hier sein? Dass Jesus Geburt aus dem Kind.
Und hij muss lernen, an Erkenntnis teilnehmen. Hij muss lernen, wo seine Eltern gehorsam zu sein. Hij muss das Stop für Stop lernen. Jesus demütigt sich ganz und kommt hier in diese Welt und lehrt gehorsam. Ja, was Krieg sagt das hier. Das nächste, Adam 1. Er entscheidet sich den härtesten Weg. 1. Mose Kapitel 3, Vers 12. Und der Mann sagt, der Früh, der du mir gibst, gib mir von der Frucht von dem Baum und ich eat. Adam, der will nicht das komplizierte Leben leben. Er will das einfach merken. Er will das beschweren, was passiert wird. Er will gleich Deibgun damit. Sondern er entscheidet sich dort, wo er merken kann, dass es einfacher wird. Dass es nicht so schlimm wird, dass es nicht so arg sagt, nicht so groß sagt, was passiert wird. Er will das klein merken, was passiert wird. Und was hat Jesus? Ich will nicht die ganze Stelle überlesen, die kann wir ans Tüß nur lesen. Aber Jesus, der entscheidet sich, den abrechtigsten Weg zu gehen. In Jesaja Kapitel 3, 50, von 1 bis auf. Du hast das ganz beschrieben, als 600 Jahre vor Jesus auf der Welt wird, wo das wird passiert. Und das passiert 100% korrekt, so als es hier abgeschrieben ist. Dort sagt hier, Topgefühl sagt dort, dass unsere Schuld, der durch Jesus umgeritzt ist. Unsere Schuld, der wird neu genäht. Sag, wir dachten, dass Gott Jesus strafen. Aber doch wird das unsere Strafe, was Jesus zu leiden hat. So heute das ganze Chor durchgehen und heute das 100% jeder Sache betonen, was du so verfehlt wird. Jesus, der entscheidet sich nicht, den einfachsten Weg zu nehmen, den kürzesten Weg, sondern heute den abrechtigsten Weg. Und das, was wir von dir auch gerufen sind, zu tun. Nicht den kürzesten Weg nehmen, sondern den abrechtigsten Weg nehmen. Und ich will, wie uns aufhängen, klein bisschen darüber nennen, was Jesus für uns getan hat. Das nächste, weil wir uns bekennen, wo Adam eine Brut kriegt. Das sage ich an 1. Mose Kapitel 22, Vers 23. Dort sage ich, in Gott, der Herr, möge eine Früh von der Reb, die er von den Menschen genommen hat, und brach an die. Dann sehe der Mensch, diese Post mir, das ist Knerken von mein Knerken und Fleisch von mein Fleisch. Sie soll Frühmensch heiten, weil sie von Mensch genommen ist. So Gott die Form eine Früh. Er wird so gut. Er brach Adam eine Früh. Er mögt für Adam eine Früh, was am passen wird. Eine Brut. Das ist so wichtig. Und wir sollen diesen Trafen hier, wo Adam sich dafür freut. Und alle, die befreit sind, wie weit wo scheint dort eine Früh zu kriegen. Das ist das Beste. Und das, was mit Adam passiert, er kriegt seine Brut. Aber wie gehen wieder? Glaubt ihr, hat Jesus auch eine Brut gekriegt? Ja, Jesus hat auch eine Brut gekriegt. Adam 2 kriegt auch eine Brut. Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 bis 8, weil wir du mal okay. Dann wollen wir uns nicht frei und froh sein. Und an die Ehe geben, weil es für dort Lamm als die Zeit gekommen ist, zu merken. Und seine Brut hat sich dort gemerkt. Und wird dort gegeben, sich ein feines, reines Leinzeug zu kleiden. Dort ihre Leinzeug steht für die helle Erde gerechte Worte. So, was mir hier interessant ist, dort sage ich, wird dort gegeben. So den Tag, wo wir uns mit Jesus trafen, wie sind Jesus seine Brut? Ich weiß nicht, dass ihr hier so meinen könnt. Aber seine Gemeinde, dort ist Jesus seine Brut. Dort ist Adam 2 seine Brut. Was mir hier interessant ist, das sage ich, wird dort gegeben, sich ein reines, feines Leinzeug zu kleiden. Und dort meint der Helle ihre Worte. So alle schwinschen Worte, so ist den Tag, wenn es Kast gibt, so ist wieder von der ersten Tag an, die Brut, das haben wir Geschmack, wird euch getragen. Dort repräsentiert, dort bewies eine helle Brut, eine reine Brut. Und dort, wo wir ein Tag waren sind,
wenn wir uns mit Jesus treffen wollen. So Jesus, der freut sich auch zu seinen Brüdern. Es kriegt dasselbe Weich, was wir uns zu unseren Brüdern freuen, wenn wir uns befreien. Tut mir leid für all die Soldaten dort hängen, aber die freut sich noch, das kann. Merkt ihn rein. Merkt das reich, wenn du die Spatu hast. Da will ich ihn verfreien. Aber nu will wir kijken, was passiert mit Adam 1 seine Brüd. Und danach was passiert mit Adam 2 seine Brüd. Und hier so will ich, dass wir uns deuten anschauen. Adam 1 seine Brüd. 1. Mose Kapitel 3, Vers 12 noch einmal. Das sage ich, in dem Mann seht, der früh, der du mir jäufst, jäuf mich von der Frucht, von dem Baum in ich uit. Adam beschuldigt seine Brüder. Er schuf alle Schuld ab dich. Kriegst es das Mann durch, das Bild wird wieder sein. Dort ist der Schuld. Ist dort reich, wo wir unsere Brüder behandeln sollen? Was hat Jesus zu seinen Brüdern? Wir sehen in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Jesus selbst nahm unsere Sünden ab sich, ab sein einer Körper, mit ab dem Kreuz, dort wir für die Sünden tot sind und für die Gerechtigkeit leben können, weil es durch seine Wunden sehr wie geheilt. Jesus, der sagt, die Brüder haben sich verschuldigt, meine Brüder haben sich verschuldigt, aber ich war betrogen. Dort ist ein abbrecher Denken. Dort ist, wo Jesus ans Lied zu denken. Und dort ist, was Jesus getan hat für mich und für dich. Er wusste, dass wir dort nicht können. Er wusste, dass wir gefallen werden. Er wusste, dass wir gesündigt haben. Seine Brüder ist gefallen. Seine Brüder haben sich verfehlt. Kriegst es Adam seine Brüder. Und solche wurde mal erst glaubt, dass vielleicht wurde nicht so arg geworden sein, wenn Adam dann noch hat gesagt, Gott bestraft mich für das, was meine Brüder getan haben. Adam hat das alle lesen. Adam deed nicht das rechte Wort. Adam deed nicht das, was er tun soll. Sondern er beschuldigt seine Brüder. Erst wie er so dankbar für seine Brüder, nur er beschuldigt er. Und Jesus, der hat das andere. Der sagt, sollhaft gesündigt. Ich kann nicht mal gesündigt. Aber straf mich dafür. Ich werde straft durchgehen, was er traf. Ich werde durch sein für er, wenn sie mich braucht. Ich werde durchgehen. Und das ist, was er für mich und für die getan hat. Wie sind seine Brüder? Adam braucht den physischen Tod. Wir haben hier 2 Verse, wo diese beide einmal sein soll. Ich war mal das erste Part vom Bett lesen und nachher war ich das letzte Part vom Bett lesen. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 21 und 22. Du sagst das so, weil der Tod durch einen Mensch gekommen ist. Durch Adam. Das erste Part. Vers 22 sagt, so aus an Adam alle Menschen sterben. So sei wie durch Adam kein auch der physische Tod. Dort, wenn wir von der ersten Tag mal an sie Leibste aufgeben, dort erst durch Sinn gekommen hat, dort das so passieren da. Der physische Tod, der kam durch Adam, durch den Sinn, was dort passieren da. Aber was ist das Gute, was Jesus an der Stadt braucht? Wenn Jesus nicht wieder gekommen hat, dort gelöst, hat diese Sache gefixt, dann würde Lebenszeit so bleiben. Aber du hast eine gute Nachricht. Noch einmal war er. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 21 bis 22, dort sage ich, dort der Todeswahre abstunden. So kommen sie auch durch Christus waren alle zum Leben. So Jesus, der braucht, der fixt, diese Sache, diesen Trübel, der fixen. Dadurch, dass Jesus vom Tod abgestunden ist, ja wie alle ein Tag vom Tod abstunden. So Adam am Garten Eden, der braucht den physischen Tod. Aber Jesus, an der anderen Hand, der braucht den die physische Abstundung war. Zuletzt will ich uns noch ein Vers lesen. Ein paar Verse, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 44 bis 49. Dort sage ich so, so ist das geschrieben, so steht das auch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, war eine lebende Säule. Der letzte Adam, ein lebender
lebendig merkender Geist. Aber dort Geistliche ist nicht dort Erste, aber dort Natürliche und nur dort Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Und so aus der irdische ist, sind auch der irdische, und so aus der himmlische sind auch der himmlische. Und so aus wie dort irdische Bild gedreht haben, so wo wir auch dort himmlische Bild drehen. So fahr wir uns bekehren, dann wir bloß irdisch. Dort sage ich, wir haben das Bild gedreht von Adam. Wir haben ein irdisches, ein sinnliches Bild, ein sinnliches Denken haben wir. Aber so aus wie erst Adam und sein Bild drehen, so wo wir nur her, wenn wir erst Jesus an uns genommen haben, wo wir das himmlische, den himmlischen Mensch, den himmlischen Adam, wo wir den sein Bild drehen. So, das ist hier ganz klar. Und ich will uns Mut merken, dort wie diesen alten Adam, diesen alten Mensch, dort wie den nicht an uns mehr herrschen lassen, sondern dort wie den neuen Mensch mehr und mehr zum Verschieden lassen kommen. Und weil wir was von Jesus lernen, besonders wie Männer. Du wird einmal so gesagt, dass der früheste Hanne so eine große Abgabe nicht, die Männer und ihr zu sein. Aber ich glaube, die Männer ihre Abgabe ist viel rater. Doch wie kriegt auch was Jesus der zu uns brüht. Und so auch die anderen, wenn andere sich an uns verfehlt haben, was immer das ist. Doch wir lernen, unsere eigenen Sachen tot zu tun, dort zu konfrontieren, was wir auch getan haben. Und nicht andere beschuldigen. Und mir ist dort, weil wir du wirklich uns nennen, was Jesus getan hat, für seine Brüder. Einmal verjährt wieder davon. Einmal denkt wieder an was er wirklich getan hat. Aber er, an der Stelle, dass er uns beschuldigen hat, wann wir schuldig wären, dann nahm er unsere Schuld ab sich und betont die Schuld. Gottes Segen mit Ihnen.